Guten Morgen, alle. Ich freue mich, von dir und hier in jene März zu sein. Ich freue mich für jeder einer, der hier ist. Ich wünsche, dass so ein Tag ist von der, wo wir alle an denken, dass Jesus geboren ist mal und dass er gestorben ist für uns und dass wir diese Gerechtigkeit können Teil sein, dass es so viel wird. Ja, nochmals sehr willkommen, jeder einer, der hier ist von dir. Ich sage mir das in Anloten, von der was fertig bringen. Kann ich ab mehrere Schriftstellen, was uns all im Alten Testament gesagt sind, was kommen wird, und wo Jesus leiden wird, und wo sich das alle herangenommen, wo sich das alle Wort rannehmen. Mir wird es wertvoll, ein bisschen nachzudenken, und ich dachte, ich würde das Krieg von dort ans Lernen führen. Mir habe zum Anfang einmal Jesaja 53. Kapitel über zu lesen. Und dann, wo ich lauter noch war, zurückgekommen und ab das Kapitel in meine Gedanken vernehmen. Aber ich dachte, zum Anfang will ich uns einmal den führen, was Gott Jesaja offenbaren, was für ein Rade da kommen wird. Jesaja 53. Kapitel. Ich werde bloß einmal ganz so überlesen und dann, wo wir lauter zurückkommen, nur den Chapter. Sagt es dir, wer wird dort auch geglaubt haben, was wir gehört haben? Wer wird dort angesehen haben, dass der Herr das an Hand hat? Er leitet am Verkommen aus ein frischer Aus und aus einer Wartel uit der Dreie Erde. Du wir nichts Besonderes an ihm, dass wir am haben soll tjanen. Und nichts antreiben, dass uns nur am tragen deit. Wir sagen ihm aus ein Utbund und aus Veracht. Er hat viel geleden und ist krank gewesen. Er wie aus einer, der sich sein Gesicht nicht weiß. Er wie ein Utbund und wir rechnen den Arm nicht. Doch die Krankheit, der er trug, wie unsere. Dort Leiden, was uns traf, trug er. Aber wir dachten, Gott möge am Leiden und bestraft haben. Doch, wie er wegen unserer Sünden verletzt, er brüch unser uns vergangenen Doel, ab am lag der Struf, der uns heil möge, dadurch, dass er die Schläge krieg, sind wir gesund. Wir wären alle auf dem Irrweg, so schub der jeder seinen einen Weg gehen, aber der Herr lädt all uns eierreich sein ab am. Dem haben sie sehr gesagt, in am dort schwoi merk, aber er hat niemals geklärt. Krieg so aus und schub dort nur der Schlag steht gelegt wird, oder aus einem Mutterschub, wann dort geschoren wird, nimmt er dort still an. Er wird festgenommen und verurteilt. Wer seht wird, aus er am Weg leiden. Er gibt sein Leben an für die Schuld, was mein Volk verdient hat. Sein Graf wie mangt die Sünder in Recke, und doch hat er keinen gefallen, hat er keinen Gewalt angedonnen und hat keine Lees gerät. Den Herrn gefällt den Knecht zu schlonen und leiden zu lassen, wenn er sein Leben aus dem Schuldopfer gegeben hat. Dann wird er nun kommen haben, ein lang Leben, und der Herr wird sich freuen, dass es so schafft. Weil seine Säule sich so angegeben hat, wird er dort Licht sein und zufrieden sein, durch dort, was er weiß. Wat mijn gerechte deine Fehler gerecht merken wils, er Sünden draai. En dafür, wo ik am Mang de grote talen, wordt met de storke den gewens tegedeeld schrien, heeft zijn leven bij den dood aangegeven en leidt zich met Sünde getrokken worden. Hij neemt vele ihrer Sünden auf und steht für die Sünder an. Dit is wat Jesaja al viele Jahre vor Jesus op de eerd kwam geschreven heeft. Dit is wat hem komen is. En we weten dat es passiert. Wir haben
Nicht bloß die Dinge gelesen und gehört, aber wir haben auch selbst erfahren, dass du ein Jesus ist, der mit dir taub stimmen wird. Dass Gott sein Wort und Gott sein Jesus, das stimmt taub und das bewegt uns. Das haben wir erfahren und das wollen wir immer wahren und das befreien wir uns. Als ich so nachdenken, was kostet das? Oder was hat das gekostet, dass ich und du kann geraten sein? Manchmal hat das, wenn wir uns was Geschichten verlesen und was andere belebt haben. Und in 1797, dann wurde ein kleiner Junge geboren und den nannten sie Shamil, whatever, kann ich gleich aussprechen. Aber hij wie een zeer gewitzter Jung. Und hij sagt noch, da wird hij anleiten, dass das auch soll reich gedaan worden und dass das soll zu sehen sein. Als hij abwassen deed, hij wie sehr begeistert in den Menschen, die gleichen an. Und dann auch nicht so sehr lang, dann war hij der Lehrer von das Volk, von der Gruppe, wo manche abwassen deed. Und das Volk der am für zwei Dinge sehr loben. Zwei Dinge, wo er besonders sehr gut in wir. Und das eine wir, er lässt sich nicht bekämpfen, er wird reich handeln. Gerechtigkeit, das wird sehr wichtig, dass er wird reich handeln. Und das nächste wird, dass er sehr für seine Mama abpassen wird und seine Mama sehr hoch schätzen wird. Die zwei Dinge, dass wir manches Volk immer, dass sie wissen, dass das Lehrer, die zwei Dinge, die sind sehr klar zu sein. Was als sie irgendwo in Schwierigkeit geraten sind mit anderen Völkern, der Raum, gibt das der Krieg. Und dann auf einmal waren sie an, dass du waren Nachrichten von ihrer Camp nur den Feind seine Camp gedreht. Du hast somewhere, wer den Feind sein, der was sie planen tun, und wo sie das alle wo sie wollen gehen entkommen, die Dinge. De König, der wundert, wo, der Lehrer, wo das krijgt sich was dran, und wer das wird tun. Das geht ja einer Schulden, wenn sie Dinge durchandrehen, was sie planen tun. Und kann nicht utfängen, das geht nicht lang, dann passiert das Wahre. Und dann sagt das Lehrer zu der Versammlung, wenn das muss sich abhören, und wenn dort was utfängen sind, wer das getan hat, der wird 100 Schläge auf dem cooler Regen kriegen mit einem Pitch. Und das geht gleich lang, dann ist das passiert das Wahre und kann nicht utfängen. Und nur eine gewisse Zeit, dann auf einmal kommen ein paar Stück an und sagen sie, nun haben sie das gefangen, wer das ist. Und das ist deine Mama. Die König, die geht in sein Zelt nehmen, schlitte der hinter sich tau, und 3 Tage in 3 Nachten ist er dabei. Er kann nicht schlafen. Und er weiß, und es sind 2 Stimmen, die den Titel über am reden. Sein einzigster Stimme sagt, du eifst Gerechtigkeit. Dann hast du eine andere Stimme, die sagt, das ist deine Mama. Und er kämpfte 3 Tage in 3 Nachten, ohne Schlafen, ohne Eten, ohne Trinken. Den 3. Tag, oder der 4. was immer, dann kommt er über Deel und dann kriegt der Menschen taub. Und der wird dann den Pitch handeln, und seine Mama, und alle Menschen sind da, seine Mama ist da, knallt durch dich bei, und der wird den Pitch da, der ist da dich bei, und das ist alles abgesetzt, und nun wird das die Strafe geben. 100 Schläge auf eine ältere Mama, und das sieht jeder eigentlich sehr bedenklich. Aber dann, Jeruz eiert dann, was du hast, dann sagt er, zu dem, der den Pitch da hat, wenn du das hier nu kriegst, so, als du das mit den letzten Sklaven deitst, was du schachten deitst. Und wenn du nicht kriegst, so warst, dann war hier die. Und dann hast du wel anfangen zu schlagen, dann hüpfst du König da Hand, trägst sich den Jacket aus, und dann sagt er, hier ist ein Ei. Und dann kriegt er die 100 Schläge durch, was seine Mama verdient hat. Und die Schläge schmeißbar durch sind, dann zuletzt, dann ist er all nicht mehr klar verstanden, er soll besinnungslos
alles blauderig ram. En dan zegt het Geschichte wieder, dat dort is een kleines Bild van dat wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat wir nochmal bloß für die eine Strophe gehen, wat wieder sein. Aber was haben wir als Menschen verschuldet? Wenn wir uns selbst fragen, was haben wir getan? Und dann, wenn wir kicken, dann, wer nimmt die Schuld ab sich? Dass wir uns heilen, den wir gut sind, den wir gleichen tun. Er nimmt die Schuld ab sich. Er will nicht, dass wir sollen verloren gehen. Er will nicht, dass diese alte Mama, du soll die 100 Schläge kriegen. Das kann ich höchste Hand und kriege heute 100 Schläge. Und so, als ich das so überdenken, wir kommen so vielmals in Schwierigkeiten, wo wir selbst wundern, warum geht mir das so? Und warum macht mir das passieren? Und was ist es? Warum? Und so eine Frau habe ich so viel. Ein Mann, der kommt mal einen Ältesten, einen Prediger und fängt an zu sagen, wo schwer er hat und wo schlecht an das geht. Und was am alles, was teuer sagt. Und er hat so viele Dinge, wo er bloß so erklären muss. Und dann fragt das Prediger an, haben Sie die mal in Gesicht gespielt? Nein, nee, dort ruht noch nicht. Dann haben Sie die mal eine Dornenkrone auf den Kopf geschlagen? Nein, dort auch noch nicht. Haben Sie die mal in Gesicht geschlagen? Nee, dort, dann antwortet er auch nicht und hängt den Kopf auf und geht verschämt weg. Als ich diese Geschichte lesen und denken, wo leicht wir manchmal so viel zu klären haben. Wir haben so viele Dinge, die uns bloß nicht gut sind. Und wenn wir mal nachdenken, dann haben wir dort wirklich schlecht. Haben wir das wirklich schlecht erreicht, glauben wir bloß, dass wir nicht alles haben, was uns jankern hat. Von was wird uns gedreven? Jesus, der hat es im Himmel so gut, als es werden kann. Aber er hielt dort nicht fast und sagt, ich muss hier bleiben. Er leitet dort los und dann sagt er, die Menschen ihre Schuld, was die sich verdient haben, die können die nicht betonen, die können die nicht drehen. Die weiten sich da nicht mehr. Ich bin willig, meine gute Städte abzugeben und gehen die Menschen ihre Städte zu nehmen. Ich bin willig, rauf zu gehen oder ihr. Ich bin willig, dort ab mitzunehmen, was die verdient haben. Und er kam hier bei ihr und am Wort grausam durchgemerkt. Und als er am Kreuz das letzte Wort ausgeschrien hat, dann sagt er, nu ist es vorig. Es ist vollbracht. Die Erlösung, der ist durch. Der ist vorig. Ich und du können das und glauben, wir können das annehmen und frei sein. Oder wir können noch einmal versuchen, die Schuld selbst zu drehen. Wir wollen uns ein paar Meiersteden bekicken von, was im Alten Bund geschrieben ist und was Krieg, Stelle, Friedrich passieren wird. En 3 Mose 17, dat is wo Gott dat bloot, wo hij zei net voor wat dat bloot is. En 3 Mose 17 vers 11, da sagt het, en bloot is dat körperliche Leben. En ik heb je dat voor den Altor gegeven, dat je damit versöhnt worden, dat bloot is de verzoening, willst du bannen, dat Leben ist. Willst du bannen, ist dat Leben. Dit sagt Gott al dan, als er afverbrengen deuten, dat endet bloot ist dat Leben. Menschen, die können mit viel verschiedenen Körperparten vom Körper, wenn die nicht haben, die können dabei leben. Wenn die Finger nicht haben, die leben dabei. Wenn die können operieren und die können eine Niere nehmen und der Mensch, der lebt dabei. Aber wenn ein Mensch nicht Blut hat, dann kann er nicht leben. Ohne Blut lebt keiner. Und so, Gott hat das selbst ein bisschen verglichen mit dort, dass es an der Blut ist, das Leben, und das braucht Jesus im Blut, dass wir Leben kriegen können. Matthäus, das ist, wo es in Oldenbund sein wird, in Matthäus 26, Vers 28, du sagst, willst, das ist mein Blut an den neuen Bund,
dort für viele vergoten wird, dort ankennende Sünden vergeben worden. In andere wird, dort an kann Leben gegeben worden. Das sagt das hier nicht gerade mit der Wir, aber das meint das selber. Die Sünden, wenn wir in Sünden sind und die nicht vergeben sind, dann sind wir tot, dann erst nicht leben. Und er sagt uns hier, dort das Blut, das erst vergoten für viele, dort ihre Sünden können vergeben worden. Du hast keine Sündenvergebung ohne das Blut. Dat lehrt uns das all durch den ganzen Alten Bund. Sie mussten immer weiter die Tiere dort merken und das Blut von spritzen. Sie mussten immer weiter ein Opfer bringen für ihre Schuld, was sie getan haben. Und jeder Jahr muss das frisch getan werden, dass sie dann denken, dass sie aufhängig werden von Gott, von dort, was noch kommen wird, von Jesus Christus. Sie leiden alle nur diese Versöhnung, was noch kommen wird durch Jesus Christus. Und so wir sagen dort, Gott sieht das all in 3. Mose 17, dort das Blut, du hast das Leben bist. Als Jesus sein Blut ranlegt, dort wird das Blut, was das Leben geben wird für uns alle. Dann werden wir kijken naar de tweede bekendgeving. Nu hebben we van het bloed. En hier in de nächste, hier is het van waar hij zijn Körper handgeven dat, der wordt abgehangen en wo de geloven voor dat schaffen dat. En dat vinden we in 4 Mose 21. En hier zie ik al dat we mensen zo leicht moeren doen, zo leicht ontevreden zijn, want we niet alles hebben wat ons jankeren dat. In 4 Mose 21, daar zegt het zo staat. Dit is voor het volk Israël en de Wüste reizen deed. En wo sie waren verdrisslich worden und wo Gott strafen deed. In 4 Mose 21, Vers 4 sagt es, dann reisen sie von Borg Hur in der Richtung um Schaltmeer, dass sie ram der Eremite erlohnt gingen. Aber das Volk wird auf dem Weg verdrisslich. So hier sagen wir, sie mussten ramreisen und sie waren immer, woran hat wir ramreisen? Ich weiß nicht, was ihre Frauen alles gewesen sind, aber das sagt, sie waren verdrisslich und unzufrieden. Und der 5. Vers sagt, und reden gegen Gott und gegen Moses. Woran hat die uns aus Ägypten rausgebracht, dass wir in der Wildnis sterben? Hier ist kein Brot oder Wasser. Und das raste Eten ekelt uns. Sie werden bloß beschäftigt mit sich selbst. Sie werden bloß am Ernst selbst besorgt. Gott will irgendwas lehren, aber sie kicken bloß nach sich und sie haben nicht dort, was entjankern wird. Vers 6 sagt, dann checkt der Herr dolle Jeffgeschlagen mang das Volk, wo die Menschen beiten, dass viele Israeliten sterben. Das sage ich nicht ein paar, das sage ich viele. Dann kamen seine Moses und sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen die geredet haben. Bet zu den Herrn, dass er die Schlangen von uns nimmt. Und Moses bet für das Volk. So hier so, sei wie ein sehr klares Bild, was mit uns so vielmals passieren wird, dort wenn es nicht kriegt, so als es uns das jankern wird, dann fangen wir an zu murren. Und wir wollen dort nicht an, dass wir gegen Gott sind, dass wir gegen die Menschen um uns sind. Wir wollen dort nicht an, Bad die Struf auf uns kommt. Oh jo, dann haben wir gesündigt. Und so, das ist wichtig, dass wir aufmerksam sind, wo wir reagieren auf Dinge, die anders sind als uns Fleisch, das jankern wird. Oder uns das interessieren wird. Moses, hier sei wie was passieren wird mit dem Volk, dass sie unzufrieden werden. Das sagt, sie werden verdrisslich und dann fangen sie an, gegen Gott und gegen Moses zu reden. Und dann kommen sie zu Moses und sagen sie, oh, wir haben gesündigt, wir sind euch gewesen. Und dann fragen sie nur die Schlangen wahrnehmen. Dann sehe der Herr zu Moses, merkt die eine brandste Schlange hängt hoch an eine Stange ab. Wer gebeten wird, soll diese Schlange ankicken und dann wird er nicht sterben. Nein, der falsch. Dann merkt Moses eine brandste Schlange hängt hoch ab und wenn wer von einer Schlange gebeten wird, kickt er die brandste Schlange an und bleibt leben. So das Volk früh nur diese Schlangen da war. Gott aber sieht, die Schlangen werden bleiben. Aber ich will was geben, ich will ein Mädel handstellen, dass die dort nicht sterben dürfen,
Aber die Schlangen, die waren geblieben. Und so, wie wir hier leben dann, und wir gleichen unseren Heiland. Wir gleichen für ihn zu leben. Aber wenn du dann Dinge an uns kommen, dann wird wir bloß so vielmals darauf sagen, Gott nimmt das Versicherung von mir wahr. Oder das Trouble, was mir immer wieder ankommt. Wir würden so vielmals am dort beten, Gott nimmt das wahr. Das Volk, das betet zu Moses, das sagt zu Moses, dass Gott beten, diese Schlangen wahrnehmen. Gott sagt, no, die Schlangen, die waren geblieben. Aber du hast ein Mittel, dass die nicht derben sterben. So, das ist ein Hinweis ab dort, dass Jesus wird kommen. Wir sind sinnhafte Menschen. Wir sind Menschen, die so vielmals gerettet wurden von ihr einen Janker, von ihr einen Fleisch. Und wir tun some Dinge. Und dann, wenn wir das getan haben, dann sagen wir, was wir getan haben. Und dann wird wir Gott fragen, nimm die Versicherung von uns wahr. Gott sagt, nee. Das sagen wir auch aus Paulus beten, dass Gott soll die Versicherung von ihm wahrnehmen. Und Gott sagt, no, das will ich nicht wahrnehmen. Aber meine Genot ist bei dir mächtig. Meine Genot sollst du die holen. Die Versicherung, die waren geblieben. Der Sinn, was das Fleisch zu haben, da wird immer wahrer lebendig werden, wenn wir nicht abpassen wollen. Aber du hast in Wahrheit, ich habe was gegeben, damit du kann frei leben. Das ist, was wir hier lesen dann in 4. Mose. Aber wenn wir gucken, dann, diese selbe Geschichte finden wir in Johannes, das 3. Kapitel. Wenn wir uns mal das überlesen, was von wo dort ankommen hat. Gott sagt hier, du hast ein Mittel für die Schlangenbitzel. Und dann geht hier in Johannes, das 3. Kapitel, in Vers 14 fängt das an und sagt, es ist das. Und so aus Moses in der Wildnis eine Schlange hoch abhang, so muss die Menschen sehen, auch hoch abgehoben worden. Dort all die an ihm bleiben, das ewige Leben haben. So dort sollen sie nur die Schlangen kicken, wenn sie dort würden bleiben, die Hand kicken und dort würden bleiben, dann würden sie nicht sterben. Hier sagt es in 15. Vers, dass all die an ihm bleiben, das ewige Leben haben, die auch nicht sterben dürfen, die an Jesus bleiben, die an dieser Radung bleiben, die an das Blut, was gerannt ist, die dort bleiben, die dort annehmen für sich, die Hand dort leben, die dürfen nicht sterben. Das ist hier in der Vers, das ist ein Vers, was wir alle auswendig kennen, wo wir uns manchmal Gedanken übermerken. Und das sagt, Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er seinen einzigen Sehen gibt, dass all die an ihm bleiben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Gott seine Liebe zu uns Menschen. Gott sagt dort mit den Janka und mit dem Körper, was ihr hast, du wirst das niemals allein kennen. Du wirst niemals die selbst damit verstehen können. Du wirst das niemals selbst handeln können. Aber wenn wir nur Jesus gehen und Arm in uns Leben regieren lassen, dann haben wir eine Kraft, was dort steht, was uns Fleisch will. Und wenn wir uns durchnehmen lassen und dort bleiben und von Horten dort leben, dann wird er uns nie Kraft geben. Die Schlangen sind noch da, die sind das da. Aber wir dürfen nicht sterben wegen dort. Wenn wir glauben an Gott seinen Sehen und stahlen Dinge in Ordnung und leben nicht, in Grenzen nicht, so es uns Fleisch das jankert, dann wollen wir leben. Und wenn das passiert ist, dann kicken wir nach Jesus, der ist gekommen und der hat den Sinn betont, dass wir können gerat sein, dass wir ewig Leben haben. Der 17. Vers sagt, weil Gott schickt seinen Sinn nicht in diese Welt, um die zu richten, aber dass die Welt durch ihn kann gerat sein. Wenn Jesus auf die Erde gekommen wäre und hat bloß gekickt, wo er einen Fehler merken, und der würde bloß rankicken, wenn die Menschen nicht perfekt wären und die würden verloren gehen, dann wird keiner von uns von der hier sein. Aber Gott sagt dort, Jesus sagt dort, ich und du können dort nicht betonen, er lädt sich die Hand und kriegt die 100 Schläge, was ich und du verdient haben. 18. Vers sagt, wer an ihm bleibt, wird nicht gerecht worden. Wer aber nicht bleibt, ist all gerecht, will sein nicht an den Namen von Gott seinen einzigen Sehen
geloven dat. So hier sei wir das so klar, was Gott sein Hort ist. Was Jesus loslaten deed, denn dat ik en du nicht derven verloren gaan. Hij lädt sich daran. Hij nam de straf wat ik en du verdient han, den nam hij op zich. En wanneer van der dag dingen zijn wat ons een leven schwer is, we komen aber so leicht bei dem Punkt, dat we zo sehr grim zijn. We grenzen, we zijn ontevreden. En wanneer ons gevraagd wordt, wat is dat dan, wat ons dan zo schwer merken dat, dan worden we, glaube ich, ook al op een derde vrouw staan zijn en niet weten waarom we verhops gegrenzt hadden. Oder waarom we verhops ontevreden was weer. Gott, zijn lief te ons, weer zo groot dat hij al die nemen deed, wat ik en du schuldig weer. Hij deed niet bloos een poort van dort, en dat eeuwige moest we zelfs. Hij nam alles en hij verlangte van ons dat we hem eeren, dat we hem loven voor dat wat hij gedaan heeft. Dat we ons ermee beschaffen en dat ons dat dus zeer veel weet is wat hij gedaan heeft. Maar wanneer we ons ermee beschaffen, je leichter waar we ontevreden zijn over dingen wat ons vlees jankeren doen. Wanneer het niet kraaks is als ons vlees dat jankert, dat we dan worden ontevreden zijn. De nächste ist, warum hast du mich verlassen? Wenn wir an das denken, dann an der Radung und was Jesus für uns getan hat, und als er da am Kreuz hängen, wir sagen dort Psalm 22, Vers 2, das wo Jesus das betonen, was ich in die schuldig sein. In Psalm 22, Vers 2 sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du nicht met deine Halb so weit, waarom blijft u met deine Halb so weit auf? En huis nicht naar mijn stenen? Waarom? Das Angst, wat aan de überkommen dat. Dat wir ook al 700.000 Jahre euer Jesus gekommen, ab Erdheim, wir dit al vooruit gezegd worden. En in Matthäus 27, Vers 46, du hast het wo Jesus dat zelfs uitschreeuwen, dat zegt het, ungefähr klok 3 uur middag, schreeuwt Jezus luid, Eili, Eili, Sabachthani. Dat meint, mijn God, waarom hast du mich verloren? Hij zegt op einmal, meine en deine Schuld. En hij zegt, wie groot de Schuld weer van de ganze Welt. Als hij im Garten weer in Beden ging, dann frage ich Gott, ist auf einmal noch irgendein anderer Weg, dass Menschen können geraten worden, als dass ich dit Köffel trinke, dass ich dit Köffel nehmen darf? Ist auf einmal noch irgendein anderer Weg? Ich will lieber nicht das nehmen. Aber Gott sagt, nee, dit ist, was der Plan ist. Dit ist al für Jahre vooruit bekannt gegeben. En hij weer stil en neemt dat op zich. Een andere wat vooruit bekend gegeven wordt, dat is in 2 Mose 12, vers 46. Zegt het, Jezus zal, niet aardig gelezen. 2 Mose 12, vers 46 zegt, je zullen dat in een huis eten, neemt dat vlees niet uit een huis eruit, je zullen geen knaken van den tweebreken. Van dat Pasalam, wat zij rijmerken deden te eten, dan als zij uit Egypten eruit reizen zullen en de bloot zullen ze aan deren strekken. En dan zegt het, ze zullen geen knaken van dat troep tweebreken. Dat is am handwijs op dat zo zij als Jezus ook lijden moest. Zo zij ze aan verheven deden alles, maar dat aan geen knaken wordt gebreken worden. Dat zegt het in Johannes 19, vers 32. Zegt er, dan kwamen de soldaten en breken den eersten de bein en ook den tweeden, die met hem gekreuzigd werden. Dan de 33e vers zegt er, aber als zij nu Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven weer, breken ze hem niet de bein. So dat zijn schriftsteden wat we vinden kunnen, wat vooruit al gezegd werden, wo zich dat wordt aannemen. En dan kan we zeggen dat die wat er bezit aan hängen, die worden de bein gebroken.
aber Jesus wird nicht dabei gebracht. Nu Jesaja 53. Wir werden uns noch ein paar mehr Gedanken von nehmen. Hier haben wir nu gesehen, dass Jesus, der wir wirklich dort nehmen, was ich und du verdient haben. Und das in Jesaja, wenn wir dort so überlesen, dann sagen wir immer wahr, dort, was ich und du schuldig sind, dort kriegt, was Jesus kam in Absicht nehmen wird. Vers 5 sagt es in Jesaja 53, doch wir haben unsere Sünden verlassen. Was ich schon abnahm, dort, was uns Fleisch anmachlich ist, wo wir leicht anfangen zu kritisieren, wo wir leicht anfangen, anmutig über zu werden. Sagt es, unsere Sünden, wir haben unsere Sünden, wir haben verlassen. Und dann sagt es, hij bruk unser ans vergangenen Doel, nicht unser Sinn. Dort, was ich in du schuldig sein, du unser bruk het Doel. Hij nimmt dort. Das kann ich seine Mama wie die Schuld, dass die nur der rechte Stelle gebracht worden. Aber wer drückt die Schuld? Dat er sehen. Der drückt die Schuld. So Jesus sagt hier, Jesaja, das sagt hier, es steht, dass hij bruk unser ans vergangenen Doel. Hij hat es nicht verdient. Hij wie nicht, der es schuldig wir. Ab am lag der Struf, der ans Heil merken deed. Dat ik en du van der ontkennen geraad zijn, dat is durch dort, wat Gott gedaan heeft, durch Jesus Christus. Jesus wir willig, dat op zich te nemen, wat het braucht, ten dat ik en du kan vrij zijn. En hij wil ook willig, dat op zich te nemen, even wanneer hij dat weet, dat ik en du een vlees en bloed met ons hebben, wat met verschillende jankers geveld worden, dat zoals het in de wereld is, en hij neemt ook dat. Hij neemt dat op zich. Hij wil niet dat ik en du zullen voor eeuwig verloren zijn. En zoveelmaals zijn we ons vlees zo zeer goed en vergeten van wat we reden, van wo we ons benemen doen, wo we handelen doen met onze nächsten. We zijn gehuld geworden, doordat dat hij de Schläge kreeg, zijn we gezond. Wir sind nicht die an den Sünden leben dürfen. Wir sind nicht die perfekt sind, aber wir sind die diese genug anwenden dürfen und die uns lebendig holen dürfen. Saß der Vers sagte, wir wären alle ab in Arbeit so, schub der jeder seinen einen Weg können, aber der Herr lädt all uns euerreich seinen ab arm. Ich und du, wenn wir uns betrachten, dann wird als ons leven. Wo lebe ich? Wo habe ich gelebt? Wo hat der Herr uns zurückgehalten? Sind wir noch an Dinge versklavt, fast, dass wir sein können, wo wir zu ändern haben? Der Herr der Welt, der wird nicht kommen und sagen, ich habe das für dich getan und du musst dieses Leben. Die Entscheidung, die kann ich und du treffen. Und wenn wir das nicht treffen, dann hier, wenn wir in das Leben sind, dann helpt uns das nicht, dass wir das alle weiten, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir wären alle ab in Arbeit, so als Schub, der kein Haar haben. Da meint, wir randen den Weg, so als uns Fleisch das jankern wird. Vers 7. Den haben sie sehr teuer gesagt. Wo vielmals, wenn er predigen wird, dann kriegt er die große Gegenstand. Menschen, die nehmen das nicht an. Und das sagt ein bisschen betrachten, und dann fallen mir bei, wo Paulus, als er anfängt zu reisen und zu predigen, so sei aus den Menschen dann das gleiche deuten, aber dann kommen andere Menschen und reden, und fällt jeden Arm, und dann wird am sogar steinlich weggeschlappt, angestaubt, im Gefängnis, Schäden angemerkt. Aber wir hören nicht, dass Paulus jammerieren wird. Wir hören nicht, dass er unzufrieden wird. Er weiß, für wem er das tut. Er weiß, für wem er leben tut. Und so sagt durch ein Andenken, dass Paulus weiß, für wem er das tut. Dann frage ich mich selbst, weiß ich, für wem ich lebe? Weiß ich, warum ich Dinge tue, so als ich das tue?
Es mir dort so viel wird, dass ich Jesus kennenlernen, dass ich nicht brauche, jammerieren, unzufrieden sein und anmutig sein. Dinge, was in das Leben schwer sind, das sind vielmals du wenig schwer, wenn wir uns an die, dass wir unseren Kopf bloß drehen und wir denken nicht an die Erlösung, wo wir ganz Frieden Access zu haben. Der 8. Vers sagt, sei wird festgenommen und verurteilt. Und wer sieht was? Alle werden sie still. Alle kicken sie tot. Die gingen ran den Weg. Er bleibt allein für das Opfer zu geben. Für die Schuld, was mein Volk verdient hat, nahm er das ab sich. Er wird ehrlich, am jammert über mich und die, nicht bloß über mich und die, aber über die ganze Menschheit. Er nahm nicht unseren Verlangen wahr, ans Fleisch, was wir bei uns haben. Er nimmt dort nicht wahr. Aber er stellte genug daran, wo du uns an erfreien kann. Wo du uns an abbühen kann. Wo wir immer weiter können singen, was von der Leben Gott für mich hat. Und dort soll mich bewegen, der Leben für ihn zu beweisen. Der 9. Vers sagt, sind groß wie manche Sünder, da wir kein Unterschied am Wort so behandelt, so begruft als eierreichte Menschen. Aber dann sagt er, den Herrn gefällt dort, wenn er sagt, der Erlösung, was die Menschen kriegen durch dort. Er sagt nicht dort, was passieren wird an Jesus, aber er sagt der Erlösung. Und so, wenn wir der Erlösung geraten sein, je mehr wird, was uns das sein. Und dann in der 11. Vers, da sagt er, weil seine Seele sich so hingegeben hat, wird er dort Licht sein und zufrieden sein. Jesus ist dort Licht, er wird zufrieden sein. Und wenn wir uns in das üben tun, dann haben wir nicht so viel Dinge, was uns so schwer sind, so schwierig für Leute, woran Dinge so sind, als sie sind. Noch ein Ding, wir sind so vielmals so, wenn das nicht unsere Schuld ist, dann haben wir dort nichts mehr zu tun. Dann gehen wir da weg und da habe ich nichts mehr zu tun. Wenn ich das nicht getan habe, dann wasche ich mich daheim und gehe weg. Wenn Jesus das getan hat, was wird passiert sein mit uns? Jesus hat keine Schuld. Und er kam und nahm die Absicht. Das kenne ich, das, was sich da anstellen, der in der Strophe nahm, dass wir nicht seine Schuld. Aber er nahm die. Wenn wir ein großer Sieg, ein großer Sehen, dort wo wir für ein Verlangen haben, dort wo wir den gleichen zu sein. Aber wir werden nicht dahin gehen, wo wir nichts mehr zu tun haben. Das kenne ich, sein Volk, was daran am stund, die Schatzen am nur bloß noch viel mehr will, sie sagen dort, er gibt was dran. Dort, was er gesagt hat, seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, was er praktiziert, der bleibt stehen, der ging nicht zu ändern. Er hat gesagt, für das Reich muss bestraft werden, das geht nicht Tochter lassen. Er kann aber nicht seine Mama das andauern, für das, was sie getan hat. Er nimmt das ab sich. Er hat nicht mehr zu tun. Wenn wir an uns Leben mehrmal würden den Weg denken, dann würde, ich glaube, viel mehr Menschen sein, dass wir Gott seine Liebe in uns Hort haben. Aber wenn wir uns bloß daheim steigen und sagen, du hast nichts mehr zu tun und gehen weg, was passiert? Diejenigen, die schuldig sind, die können dort sehr vielmals nicht handeln. Und wir schädern uns daheim auf und gehen in den Weg. Und dann ist der Sieg manchmal so klein in uns Leben. Die Versicherungen waren immer gratis in uns Leben. Das würde mein Wunsch und Gebet sein, dass wir können daran denken, wenn Dinge arg sind fähig gehen, dass wir nicht so leicht sein, das ist nicht meine Schuld. Du hast nicht mehr zu tun. Aber dass wir den Leuten tun, was kann ich tun,
für dit Reich, was passiert ist, dat er kan in een Segen verwandelt worden. Ik mir een beetje nadenken dat Pilatus stond toen en had Jezus te ver zich en ganz blauwe regen en wist dat hij een uitgeforscht, dat is keine Schuld an denen, ik kan keine Schuld vinden. Aber wenn ich das so macht habe, dass ich einen an diesen Tag losgeben darf, dann würde ich gleich in diesen losgeben, weil der hat keine Schuld. Aber das Volk schrie je ans den Mörder. Diesen Gerechten will wir nicht. Je ans den Mörder. Das war das Volk verfremdet. Aber dass wir Gott sein Plan, dass Jesus das nehmen würde, en een beeld voor dat, dat we zijn zullen kennen, dat we, zo schuldig als we ook zijn, dat we vrijgelaten worden. Barabbas wie de straf verdiend had. Hij had mensen doodgemaakt. Hij was een verbreker. Aber dat Jezus bestraft wordt en dat is murder wordt vrijgelaten, dat is een klares beeld dat keiner von uns darf sein, dat für mich ist keine Gnade. Du hast vor allem Gnade, wir singen dort durch, Barabbas, so schlecht es auch wir, aber am Wort losgelassen. Er wird frei. Jesus, der Name auch deine Schuld. Und so, mein Verlangen ist, dass wir wollen können mit Frieden für Jesus leben. Wir wollen können in Segen sein, wo immer wir sind. Und nicht so leicht zu denken, dass es nicht meine Schuld, ich hatte nichts mehr zu tun. Aber dass wir wollen eine Gelegenheit kriegen, dass wir auch andere kennen, und in Trubel raushalten. Okay, was so weit von der, und wenn wir noch abstunden zum Beten, wird passend das. Vor den Himmel, wir haben uns von der an das fähig, was du mit deinem Sehen Jesus taub für uns getan hast. Vorher, wenn wir uns non kicken und uns selbst betrachten, dann sei wir, dass wir sind, dass sehr lang nicht wird. Aber vorher, wir sind in deinem Leib. Der regt überall dort, wo wir schuldig sind, wo wir sind kalt gekommen. Wir sind in dort deine Gnade und deine Leib zu uns so groß wird, dass du wirst willig, deinen Sehen zu schenken, dass wir können gerat worden werden. Das geht nicht anders, als dass der Sinn bestraft muss. Und vorher ich bete, dass wir das wollen, sehr viel schätzen. Möchtest du in jedem einen, der hier von dir ist, segnen und das zu verstehen. Und das in jedem einen sein Leben anzuwenden. Und dass die Namen, was kann geehrt und verherrlicht worden, durch uns Leben hier auf dieser Erde. Vorher wir beten an der Umgebung. Wir wollen können als Licht erschienen in dieser Umgebung. Und dass die Umgebung, was kann gesehen worden durch uns Leben. Vorher wir beten, dass wenn Dinge arg gehen ram uns, wenn Dinge arg passieren ram uns, dass wir wollen können hingehen und Haupt sein, wenn wir das nicht getan haben. Vorher ich bete, dass die uns heute was aufmerken und sehen in den Weg, dass wir den Wandel wahrer spielen tun mit unserem Wandel. Dass wir uns beobachten, dass wir uns betrachten, dass sie deine Leib an uns wollen sein kann. Vorher ich bete, dass du in jedem einen sehen, der hier von dir ist, und wenn wir durch diese der uns den Nennen was du getan hast, und dass ich kann frei sein, dass es bei uns bloß was mehr und mehr wird worden. Wir befehlen uns die an in Jesus' Namen. Amen.